Und ich darf heute weitermachen in diesem Römerbrief. Look, ich habe mich an sich gefreut auf die Predigt. An sich. Bis ich angefangen habe, vor ein paar Wochen die Predigt wirklich vorzubereiten und dachte, wow, vielleicht doch nicht so eine gute Idee, dass wir das Thema, dass wir das Kapitel auch noch aufschlagen im Römerbrief. Das machen wir das eine weg. Es geht um Politik heute. Ja, die ersten nicken schon ein. Aber ich werde euch wieder wach kriegen, hoffe ich auf jeden Fall. Look, wir leben in einer, politisch würde ich sagen, jedenfalls sehr interessanten und durchaus manchmal unruhig oder vielleicht anders gesagt, in außergewöhnlichen, ungewöhnlichen Zeiten. Das ist zum einen sicherlich Politik allgemein in unserem Land. Noch nie hat so ein Bundesrat so durchgegriffen in den letzten Monaten über alle Kantone hinweg und Maßnahmen erlassen, wo der eine oder andere dachte, es geht gar nicht und so weiter. Das geht aber nicht nur in unserem Land, darüber hinaus, sondern auch weltweit. Und die letzte Phase von dem Präsidentschaftswahlkampf jetzt in den USA, wo jeder jeden Tag irgendwas noch mitbekommt davon, in den nächsten Wochen geht es in die letzte Runde, der lässt uns auch nicht die Zukunft gerade rosiger aussehen, dass es ruhiger wird, sondern eher vielleicht sogar außergewöhnlicher oder ungewöhnlicher Zeit vor uns steht. Jetzt könnte man sagen, ja, so what? Ich lebe hier in Basel, was soll das Ganze? Ich habe nicht so viel damit zu tun, im Großen und Ganzen geht es doch darum, dass ich mit meinem Leben zurechtkomme, mit meiner Arbeit zurechtkomme, meine Rechnungen zahlen kann, was zu essen habe und ansonsten ein friedvolles Leben habe. Und mancher Christ führt vielleicht noch an und sagt, ja, Hauptsache ich folge Jesus nach in dieser Zeit. Und dann kommt da schon irgendwie alles gut und richtig und so weiter. Und manche Christen, wo ich in den letzten Wochen mit verschiedensten Leuten darüber gesprochen habe, die interpretieren das Wort von Jesus, ihr seid Kinder Gottes, ihr seid in dieser Welt, aber ihr seid nicht von dieser Welt. Die interpretieren das so, ich habe nichts damit zu tun. Es ist nicht meine Geschichte. Es gibt so im Polnischen so ein Sprichwort, das ist nicht mein Zirkus, das sind nicht meine Affen. Da habe ich nichts mit zu tun. Von daher, lasst mich damit in Ruhe. Ich lebe mein kleines, beschauliches Leben. Abstimmungen hin oder her. Es könnte ohne weiteres sein, dass genau ein paar Leute in der damaligen jungen Christengemeinde in Rom, wo Paulus den Brief hinschreibt, um 53 nach Christus, und schreibt ihn an die Leute, könnte durchaus sein, dass ein paar in der Gemeinde genau die Einstellung hatten und sagten, look, geht mich doch nichts an. Jedenfalls der Paulus sieht sich wie genötigt und veranlasst, in seinem umfangreichen Schreiben ein paar politische Ratschläge zu geben. Politische Ratschläge, die freilich immer umstritten waren. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch und bis zum heutigen Tag. Umstritten und manchmal sehr hart umkämpft. Und der Paulus schreibt ein Kapitel darüber, hier geht es um Politik. Wie hast du dich in diesem politischen Gefüge zu verhalten? Und heute geht es um uns. Wir stellen uns dem und hören wir mit rein, was Paulus damals den jungen Christengemeinde in Rom schreibt. Jedermann ordne sich den staatlichen Behörden unter, die Macht über ihn haben. Denn es gibt keine staatliche Behörde, die nicht von Gott gegeben wäre. Die jetzt bestehen, sind von Gott eingesetzt. Also gilt, wer sich gegen die Autorität des Staates auflehnt, der widersetzt sich der Anordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, werden ihr Urteil empfangen. Denn nicht die gute Tat muss die Machthaber fürchten, sondern die böse. Willst du die Autorität des Staates nicht fürchten müssen? Dann tue das Gute und du wirst bei ihr Anerkennung finden. Denn Gottes Dienerin ist sie,
zu deinem Besten. Tust du jedoch das Böse, dann fürchte dich, denn nicht umsonst trägt sie das Schwert. Im Dienst Gottes steht sie, beauftragt, den zu bestrafen, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht bloß im Blick auf eine Bestrafung, sondern auch mit Rücksicht auf euer Gewissen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Beamte Gottes sind es ja, die dazu bestellt sind, ihren Dienst zu verrichten. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid. Steuern, wem ihr Steuern schuldet. Zoll, wem ihr Zoll schuldet. Respekt, wem ihr Respekt schuldet. Ehre, wem ihr Ehre schuldet. Bleibt niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Ein schwieriger Text. Und wir haben gesagt, komm, wir schauen den auch an, und ursprünglich habe ich mich gefreut darauf. Und mit der Zeit fand ich ihn doch schwierig. Und wie gesagt, es ist ein sehr umstrittener Text durch all die Jahrhunderte hindurch. Wie geht man mit der Obrigkeit um? Der ehemalige deutsche Bundestagspräsident, der Wolfgang Thierse, kam aus dem Ostdeutschland, der hat mal eine Predigt gehalten in Berlin und hat dann gesagt, wenige Bibelstellen sind so belastet durch die Problemgeschichte ihrer Interpretation und Verwendung. Wie genau der Text vom Paulus vom Verhältnis Staat und Bürger. Und auf den ersten Blick hat er dann weitergeschrieben, mag es nicht weniger als geradezu unangenehm erscheinen in seiner Einstellung zur Obrigkeit oder beinahe lächerlich, wenn er Finanzbeamte zu Gottes Bediensteten macht. Und all diejenigen, ihr Lieben, die Steuern zahlen, werden sich also auch Gedanken machen, ja, Gottes Beamte, der Steuerbeamte. Das ist mal eine Perspektive. Er hat dann weiter gepredigt, er hat gesagt, mit Berufung auf Römer 13 wurde die jeweilige staatliche Ordnung religiös überhöht, Unterordnung und Gehorsam als Christenpflicht gefordert und wurde die Todesstrafe gerechtfertigt, wurde ein politisches Widerstandsrecht bestritten. Für die unselige Verquickung von Thron und Altar war genau der Text viele Jahrhunderte eine theologische Berufungsinstanz. Wir gehen noch ein Stück zurück und ich mute euch das alles heute Morgen jetzt zu. In dem Pamphlet von Luther, wie wieder die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern, ging es um Bauernaufstand, da schrieb der gute alte Luther 1525 mal Folgendes: Der Esel will Schläge haben und der Pöbel will mit Gewalt regiert sein. Das wusste Gott wohl, darum gab er der Obrigkeit keinen Fuchsschwanz, sondern ein Schwert in die Hand. Steche, schlage, würge hier, wer da kann, bleibst du darüber tot, wohl dir, säglichen Tod kannst du nimmermehr überkommen, denn du stirbst im Gehorsam göttlichen Wortes und Befehls und im Dienste der Liebe. Ja, so viel zu Luther, der gute alte Mann. Der hat einiges von sich gegeben, wo man denkt, ja, was hat der geraucht? Was hätte der getrunken gerade oder so? Und Luther war überzeugt davon, look, der Staat hat ein Schwert und das muss er einsetzen. Und deswegen fürchte dich. Und die Kirche ist eine ganz andere Geschichte. Die hat auch ein Schwert, aber das sind zwei Reiche, die haben an sich so nicht so was, dann Overlap da drin. Und du hast dich gefälligst einzuordnen und unterzuordnen und Ruhe zu halten. Abstand halten, Mund halten. Ich habe gesagt, so, das war Luther seine Idee. Und durch all die Jahrhunderte ist dann die Frage gekommen, ja, gilt das denn wirklich für alle Präsidenten, für alle Regierenden, für alle Obrigen auf dieser ganzen Welt? Gilt das wirklich für Staaten wie Nordkorea? Gilt das denn für Staaten, die wir heute haben, in Sudan oder Nigeria oder China, Armenien, Aserbaidschan momentan, Deutschland, Schweiz? Und wenn man rückblickend fragt, gilt das denn wirklich auch für so Staatsüberhäupter wie Mussolini, wie Pol Pot oder sogar Hitler? Gilt das wirklich? Alle Staaten sind von Gott eingesetzt, das sind Gottesbeamte und die regieren jetzt. Leute, und das ist das Spannungsfeld, wodurch all die Jahrhunderte in der Kirche bestanden hat.
Und wir leben in einer wirklich interessanten Zeit. Wir haben nur die Zeit. Da hinein sind wir geboren. Und deswegen ist wichtig, dass wir uns mit Römer 13 nochmal auseinandersetzen. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. So steil schießt der Paulus und sagt, look, so ist es. Und man könnte nochmals fragen, ist das wirklich eine Heiligsprechung von jeglichen Autoritäten? Eine Aufforderung zum blinden untertanen Geist oder blindem Gehorsam? Und wenn ihr die Nachrichten in den letzten Wochen und Monaten mit aufmerksam verfolgt habt, dann werdet ihr merken, auf vielen Anti-Corona-Demonstrationen ist immer wieder die Forderung laut geworden, ja, also man kann sich doch nicht alles gefallen lassen, was die da oben irgendwie da beschließen. Und der christliche Untertanengeist ist an manchen Demonstrationen richtig an den Pranger gestellt worden. Christen, die ducken sich weg und die machen alles mit. Die tragen auch die Maske nachts im Bett noch, Hauptsache sie tragen eine. Die sind immer dabei. Vor kurzem hat mir einer angesprochen aus unserer Kirche und sagt, look, die Kirche, das ICF, müsste doch jetzt mal den Mund aufmachen. Wir müssen doch jetzt mal sagen, look, wo der Hase hergeht, in solchem Chaos, das momentan stattfindet. Und ich mache mal den Mund auf, ich probiere es mal. Was meinte Paulus hier? Und wie ist das irgendwie in unserer Zeit heute zu übersetzen? Oder was heißt das für unseren Alltag? Look, der Paulus schreibt den Hinweis, oder schreibt hier, gegen Ende vom Römerbrief. Und am Ende vom Römerbrief, gibt eine ganze Menge an Mahnungen und Tröstungen, wo er der jungen Christengemeinde in Rom da mitgibt. Und das große Thema, wo er immer wieder darüber schreibt in den letzten Kapiteln, ist an sich, look, ein Leben aus der Kraft und der Liebe Gottes. Look, Leute, auf das wollen wir uns einschießen, ein Leben aus der Kraft, aus der Liebe Gottes. Und das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, look, die gegenseitige Annahme in der Liebe Gottes. In eurer Kirche sagt er, look, nehmt euch einander an, wie Jesus euch angenommen hat. Seid niemandem etwas schuldig als der Liebe. Und er ermahnt alle zu und sagt, hey Leute, wenn es um irgendwas geht, das geht's. Aus der Kraft und der Liebe Gottes leben und den Nächsten anzunehmen in der Liebe. So wie Jesus dich angenommen hat. Überleg dir, wie Jesus dich angenommen hat. Und so nimm den Nächsten an. Und das führt er extrem aus und mahnt sie dazu und tröstet sie und sagt, hey Leute, das ist der Point. Und mittendrin schreibt er dann auf einmal Römer 13, schreibt er dann über Regierung. Und man fragt sich, was ist los, Paulus? Was geht in dem Gehirn vor? Und der Paulus macht eine interessante Verquickung und sagt, look, Liebe ist das Kriterium und Nächstenliebe ist die Erfüllung vom Gesetz. Und dann macht er den Bogen und sagt, look, weil die Aufgabe der Obrigkeit ist, das Gute. Und was ist das Gute? Und er formuliert es extra und sagt, ein von Liebe geprägtes Miteinander der Menschen, das muss die Obrigkeit schützen. Und weil das die Aufgabe ist von der Obrigkeit, deswegen fordert er von den jungen Christen damals in Rom, er fordert sie auf, die Regierenden zu unterstützen. Weil du musst keine Sorge haben, wenn die Regierenden, die werden das Gute belohnen und nicht das Böse. Und wenn das Gute ist, ein von Liebe geprägtes Miteinander. Das ist der Job von der Regierung, deswegen unterstützt die Regierung. Und er ermahnt sie wirklich, die Verpflichtung gegenüber dem Staat zu erfüllen. Und Paulus macht so einen Blick auf die ganze Obrigkeit, Untertanensituation der damaligen Zeit und unserer heutigen Zeit. Er guckt nicht einfach von unten nur nach oben, was müssen also die Regierten gegenüber denen tun, sondern was ist der Job auch für die Regierung gegenüber denen, die sie zu regieren haben. Er guckt von zwei Seiten auf die ganze Sache drauf. Was heißt das für uns? Ich glaube, es bedeutet, dass wir immer zwei Fragen, durch die ganze Geschichte, Kirchengeschichte hindurch, wurden die zwei Fragen auch immer wieder gestellt. Und wir uns heute zwei Fragen immer wieder stellen müssen. Und die eine ist, look, nehmen die politisch Verantwortlichen ihre Verantwortung, das Gute zu schützen und dem Bösen zu wehren, wahr? Und das zweite ist, geben wir ihnen den nötigen Rückhalt und Unterstützung, den sie für ihre Aufgabe brauchen? Oder müssen wir Kritik und Widerstand sogar geben, damit ihre Aufgabe sie wahrnehmen? Unterstützung oder Kritik oder Widerstand? Leute, und das ist eine spannende Frage.
Eine spannende Frage, die wie gesagt, durch die Jahrhunderte die Menschen beschäftigt hat, die Kirchen beschäftigt hat. Und interessanterweise, wir blicken ein bisschen zurück und ich mute euch das zu, gerade nach der Machtergreifung von Adolf Hitler in Deutschland ist das eine extrem wichtige Frage geworden unter vielen Christen in Deutschland, aber auch in Europa. Wie geht man mit sowas um in so einer dunklen Epoche? Nämlich man glaubte, explizit in Deutschland glaubte man damals, dass mit der Machtübernahme von den Nationalsozialisten, dass man eine kommunistische Revolution quasi wie verhindert hatte. Die Kommunisten überrennen uns nicht, die Linken überrennen uns nicht, sondern der Protestantismus der Kirche wird letztlich gestärkt, wenn da Recht und Ordnung, wenn diese Nationalsozialisten an Macht kamen. Und man schwieg später nicht nur in Deutschland, sondern in anderen Ländern Europas, man schwieg darüber auf einmal, als so Stück für Stück auf einmal Gewerkschaften abgeschafft wurden, verboten wurden. Und dann wurden Linksparteien, man muss nicht links sein, um das sich mal durch den Kopf gehen zu lassen, auf einmal wurden Linksparteien verboten und man schwieg dazu. Und als die ersten Judenchristen von Deutschchristen aus der Kirche rausgeschossen wurden, sie durften nicht mehr am Gottesdienst daran teilnehmen, wegen ihrer Abstammung, schwiegen ganz viele Christen dazu, weil man hoffte und glaubte, der Protestantismus der Kirche wird letztlich dadurch stärker werden. Und auf einmal standen Männer und Frauen auf, die widersprachen. Und auf einmal wurde Widerstand gemacht, im Namen von dem Text, den wir gerade gehört haben, von Römer 13. Es waren einige Pfarrer, einige Theologen aus dem deutschsprachigen Raum, unter anderem Karl Barth hier aus Basel. Der gute Mann mit einigen anderen, die haben sich getroffen in Deutschland, in Wuppertal, ganz in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin. Und haben sie in Wuppertal-Barmen, das ist ein Ortsteil von Wuppertal, haben die sich zusammengetroffen für ein paar Tage und haben eine Barmer Erklärung aufgeschrieben. Und das hat Sprengkraft gehabt durch die letzten, bis heute hat dieses Pamphlet, was sie geschrieben hat, bis heute noch Sprengkraft. Und ich möchte eine 5. These aus dieser Barmer Erklärung mal vorlesen, aus dem Jahr 1934. Und die Leute, die damals zusammen waren, haben dann geschrieben, die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen. Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser seiner Anordnung an. Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und der Regierten. Und sie vertraut und gehorcht der Kraft des Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt. Und dann schrieben sie den nächsten Titel. Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Anordnung menschlichen Lebens werden. Also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen. Wir verwerfen diese falsche Lehre, als solle und könne sich die Kirche über ihren besonderen Auftrag hinaus staatliche Art, staatliche Aufgaben und staatliche Würde aneignen und damit selbst zu einem Organ des Staates werden. Look, Leute, was wir so einfach lesen, das war ein Jahr nach der Machtergreifung von Hitler, das war so ein klares Bekenntnis auf der einen Seite zum Staat, dass Gott eine Ordnung gegeben hat, uns Menschen, wo Menschen zusammenleben, braucht es tatsächlich eine gewisse Ordnung. Und zugleich war es ein Zeichen von einem Widerstand gegen den totalitären Missbrauch von so einer Ordnung. Und sie zeichnen Widerstand und Widerspruch. Look, und für die ersten Christen damals in Rom, der Paulus schrieb im Jahr 50 ungefähr in diesem Brief, da kriegte das wirklich Hand und Fuß auf einmal. Der Brief ist angekommen und die erlebten die erste heftige Christenverfolgung in Rom. Die erlebten die selbst an ihrem eigenen Leib. Die Gewalt, wo Paulus von spricht, als Dienerin Gottes, dem man sich unterzuordnen hat, die wandte sich gegen die Christen damals.
Ein brutales Regime. Einer der Obersten von ihnen befahl, ich habe vor kurzem in einer anderen Predigt dieses Bild da gezeigt, einer der Obersten befahl, dass Christen angezündet wurden in Rom als lebendige Fackeln, um diesen Prachtweg zu erleuchten, sie eine Macht zu demonstrieren. Paulus in dem ganzen Zusammenhang ist ein Märtyrertod später gestorben. Für 2 Jahrhunderte, Leute, 2 Jahrhunderte wurden Christen verfolgt und haben extremes Martyrium erlebt. Weil die erste Kirche wird wirklich massiv unter Druck gesetzt. Und man könnte fast sagen, ja, das ist ja absurd. Die Geschichte widerlegt ja scheinbar das unproblematische Verhältnis von Christenmenschen gegenüber dem Staat. Der Staat tut überhaupt nicht das Gute belohnen, sondern er bringt die einfach um, weil du Jesus nachfolgst. Oder weil du Jesus als den König akzeptierst. Also was schreibt der Paulus da? Was soll das Ganze? Erstaunlicherweise, Leute, die ersten Christen, die ersten 2 Jahrhunderten und auch später darüber hinaus, aber sie haben die Textstelle sehr ernst genommen, im Sinn auch davon, dass sie sich loyal verhielten gegenüber den weltlichen Machthabern. Und das zeigte sich unter anderem, dass Paulus und Timotheus schreibt, Leute, betet doch für die Regierenden, macht das. Die einen echten Job zu erfüllen, betet für Weisheit für die Menschen. Betet, dass der Geist Gottes die Menschen irgendwie leitet. Betet für sie. Und das sind sie regelmäßig gemacht. Regelmäßig gemacht. Und zugleich, und jetzt kommt ein ganz anderer Punkt, Leute, neben der Gehorsamsforderung von Römer 13, und die ersten Christen, gerade durchs Märtyrium hindurch, die sogenannte Clausula Petri, immer ganz hochgehalten. Clausula Petri, was ist das? Das ist der berühmte Satz von Petrus in Apostelgeschichte 5, Vers 29, wo er gesagt hat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und auch die Christen in Rom das durchgezogen haben, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn eine Regierung von dir erfordert, du sollst nicht mehr glauben, du wirst nicht mehr Jesus als diesen ultimativen Herrn in deinem Leben sehen, als den König, dann musst du Jesus mehr gehorchen als eine Regierung. Und wenn eine Regierung das Gute nicht mehr belohnt, sondern das Böse toleriert, Menschen unterdrückt, Minderheiten unterdrückt, für die Armen nicht mehr sorgt, für keine Gerechtigkeit mehr sorgt, dann sind wir als Christen in der Pflicht, Gott mehr zu gehorchen als der Obrigkeit. Weil sie das nicht mehr tut. Gott mehr gehorchen als der Obrigkeit. Der Satz, darüber ist in der Kirchengeschichte enorm viel immer wieder gestritten worden. Ja, wie weit geht das denn? Ziviler Ungehorsam oder gewaltsamer Widerstand und so weiter. Leute, zum Glück gab es in den dunkelsten Kapitel in der deutschen Christenheit, in der europäischen deutschen Christenheit, deutschsprechenden Christenheit, nicht nur die sogenannten Deutschchristen, sondern auch diese bekennende Kirche, die diese Barmer Erklärung für sich genommen hat und gesagt, look, an das wir halten dagegen. Wir widersprechen dem. Wir widersprechen diesem rassistischen, antisemitistischen, totalitären, menschenverachtenden System. Wir machen nicht mit. Wir machen den Mund auf, ja. Und so Leute wie Bonhoeffer oder die Mitglieder von der Weißen Rose wie Hans und Sophia Scholl oder der Christoph Probst, Willi Graf, die haben einfach den Mund aufgemacht in dieser Zeit, nannten sich Weiße Rose als Organisation und einen hohen Preis dafür bezahlt, wurden ermordet. Leute, das ist noch gar nicht so lange her. Aber sie haben Römer 13 gelesen und haben gesagt, look, wir glauben, dass eine staatliche Ordnung richtig ist, aber wir gehorchen Gott mehr als einen Menschen. Und es gibt rote Linien. Es gibt rote Linien. Was heißt das für uns heute? Was heißt das? Wir leben in einer direkten Demokratie. Kann man das überhaupt übersetzen? Ist Römer 13 überhaupt tauglich für uns? Oder sollten wir uns rausschneiden aus der Bibel und sagen, das war mal? Das ist so ähnlich wie der siebenarmige Leuchter im Alten Testament. Keine Ahnung, wofür der heute steht. Tun wir es weg. Ich habe versucht, 2, 3 Punkte, 4 Punkte für mich rauszufiltrieren und zu sagen, hey, look, wir leben in einer wirklich sehr, sehr spannenden, anspannenden Zeit politisch. Und es ist wichtig, dass wir als Nachfolger Jesu Römer 13 ernst nehmen. Wirklich ernst nehmen. Und das Erste ist, ich glaube, wir müssen uns wirklich dem stellen. Wenn wir an unser Bundeshaus denken in der Schweiz, Römer 13 heute, oder an den Reichstag in Deutschland denken, Römer 13 heute. Da würde ich sagen, look,
als allererstes, wir als Christen müssen uns wirklich als Teil vom Staat verstehen. Als Staat von einer Staatsgemeinschaft. Und ich sage das aus dem Grund, weil in den letzten Wochen und Monaten vermehrt mit Nachfolgern Jesu zu tun habe, wo ich sage, der Staat spinnt, ich will nichts mehr mit dem zu tun haben, die machen dies und jenes und so. Leute, wir sind in eine Staatengemeinschaft, wir sind in einen Staat hineingeboren. Und wo Menschen zusammenleben, da braucht es Ordnungen. Und das ist Gottes Idee gewesen, dass wo Menschen zusammenleben, braucht es tatsächlich auch Ordnung. Es braucht auch Recht, es braucht auch Strafe sogar. Weil wir sind nicht so alles nette Menschen. Wir sind Teil von einem Staat, wir sind nicht einfach außerhalb. Wir bilden nicht irgendwelche fromme Enklaven und ziehen uns zurück und haben unsere eigenen Regeln, so wie vielleicht Amish People, wo manche im Kopf haben in Amerika, wo wir komplette sich zurückziehen und wir leben nach unserer eigenen Welt. Nein, wir leben mitten in dieser Welt drin. Wir sind Teil von dem Ganzen. Und wir können nicht so tun, als wären wir kein Teil. Und das führt zum Zweiten, deswegen sind wir aufgerufen, das politische Geschehen in unserem Land und darüber hinaus auch kritisch zu begleiten. Und wenn ich meine kritisch, dann meine ich nicht, man muss an den Leuten, die da Entscheidungen treffen, dauernd rummäkeln. Überhaupt nicht. Es geht darum, die Kirche hat durch alle Jahrhunderte immer ein prophetisches Wächteramt gehabt. Wir müssen die Stimme immer wieder erheben für die, die unterdrückt werden, die marginalisiert werden, für diejenigen, die wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihrem Flüchtlingsstatus und so weiter. Wir haben die Aufgabe als Kirche, Gottes Recht immer wieder hochzuhalten. Und sagen, hey, look, die Liebe ist letztlich das Merkmal in dem Ganzen. Wir wollen das hochhalten. Und wir erinnern als Kirche letztlich den Staat auch immer wieder daran, dass es eine Spannung gibt zwischen Recht und Gerechtigkeit. Eine Spannung häufig dafür ist, was ist gesetzeskonform und was wäre richtig wegen Gesetz und Gewissen. Das ist unsere Aufgabe als Kirche und als einzelne Leute, als Mitglieder von der Kirche. Und das Dritte, Römer 13 heute, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das ist jetzt der schwierige Part für mich. Ich finde Steuern zahlen, das ist so schlimm wie einkaufen. Das ist fürchterlich. Das ist wirklich. Aber wir haben das absolute Vorrecht, hier in dem Land, in einem Sozialstaat hineingeboren zu worden sein, den unsere Eltern und Großeltern aufgebaut haben und darum gerungen haben. Und wenn wir nur einen kleinen Blick werfen, mal über den Tellerrand in die Welt hinein und ganz ehrlich werden, sagen, dann leben wir in einem außergewöhnlichen System, in einem außergewöhnlichen Solidarsystem, wo gut ist, wo ich von überzeugt bin, das liegt näher am Reich Gottes Gedanke wie alle anderen. Dass wir solidarisch sind, nicht nur als Versicherungsprinzip, ich kriege so viel zurück, wie ich einbezahlt habe, sondern ich bin solidarisch mit denjenigen, die jetzt Solidarität brauchen, die sich das nicht leisten können. Und davon leben wir in einem Gesundheitssystem, einem Rentensystem. Und deswegen zahlen wir Steuern. Und deswegen ist Steuerbetrug auch nicht einfach ein Kavaliersdelikt, sondern wir sind alle darauf angewiesen, dass wir alle drin einzahlen und alle mittragen. Und was Letztes. Look, wenn der Petrus sagt, wir muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Welches Gottesbild hatte der Petrus eigentlich damals, als er das sagte? Und ich bin überzeugt davon, der Petrus hatte Jesus vor Augen. Jesus ist Gott. Das war sein Bild. Der Jesus ist Gott. Der Geist Jesu, der in den ganzen Evangelien aufblitzt und wo Jesus mit Menschen umgeht, mit der Obrigkeit umgeht, mit den Schwachen umgeht, mit Männern, Frauen umgeht, der Geist, der muss uns letztlich leiten. Warum sage ich das so explizit? Ich habe in den letzten Wochen und Monaten sind mir verschiedenste Filme, die zugeschickt worden und so weiter, von netten Christen. Wirklich nette Leute alles. Aber wo dann führende Christen auch auf einmal aufrufen, sondern wir müssen Widerstand leisten gegen Maskenpflichten und das im Verhältnis setzen zum Dritten Reich, zu Judensternen und so weiter. Und nette Christen dazu aufrufen, müssten sich auch bewaffnen. Wir müssten einen Widerstand leisten, das ist wichtig, es werden Milizen gegründet und so weiter. Und Leute, das hat für mich nichts mit der Königsherrschaft, mit dem Upside-Down-Kingdom zu tun, wo Jesus uns vorgelebt hat. Man muss Gott
mehr gehorchen als die Menschen. Aber der Geist Jesu, der ist eben nicht mit Gewalt und Schwert umhergelaufen, sondern hat genau sich zu denen gewandt, die eben Hilfe brauchen. Und der Jesus hat eben auch keine unselige Verquickung mit den Machthabern gesucht der damaligen Zeit, sondern halt mit den Schwachen, mit denjenigen, die überhaupt nicht in der Machtposition waren. Mit denen hat Jesus sich verbündet. Und es ist eine unselige Entwicklung momentan, dass, ja, wenn die nur an die Macht kommen, wenn die Christenpartei dann an die Macht kommt, dann wird alles besser. Nee, glaube ich überhaupt nicht. Aber ich glaube, wird da was besser, wo Männer und Frauen, Nachfolger Jesu, aufstehen und sagen, look, mir ist diese Welt und mir ist auch die Politik nicht egal. Ich lebe mittendrin und ich mache meinen Mund auf und ich bin mutig genug, auch Widerspruch zu leisten. An dem Ort, wo es wirklich Widerspruch braucht. Unser Job ist, Frieden zu stiften, Gerechtigkeit, wirklich dafür einzustehen. Und deswegen möchte ich am Schluss von der Predigt eine Zeit nehmen, wo wir gemeinsam beten. Und ich möchte für heute für unsere Regierungen beten. Wir machen das ganz selten als ICF. Und ich bin ehrlich, ich mache das auch nicht privat, nicht sehr viel. Dass ich sehr viel für den Bundesrat, für das BAG, für andere Regierungen gebetet habe. Aber mich hat die Vorbereitung für die Predigt wirklich nochmal daran ermahnt. Leute, lasst uns für unsere Regierenden beten. Wirklich dafür beten, dass Weisheit sie haben, in der Entscheidung zu treffen, wo man nicht richtig weiß, ist das gut und trotzdem eine Entscheidung fällen muss. Lass uns beten für diese Menschen. Lass uns beten auch für Amerika. Und ich sage das sehr explizit, weil ich die Entwicklung von verschiedensten Seiten in Amerika mitbekomme, von christlicher Seite, von anderen Seiten. Und lass uns beten, dass wirklich diese riesige Spaltung, wo viele beschreiben momentan, dass das nicht dramatische Ausmaße nimmt. Dass Menschen wieder zusammenfinden. Dass wirklich in Amerika auch die ganze Debatte, die momentan geführt wird, ja, wieder Frieden mehr einstehen kann. Wirklich mehr Frieden wieder entsteht. Das ist unser Job, zu beten. Wir müssen nicht über Trump diskutieren, über andere Leute diskutieren, aber wir müssen für die Menschen beten. Wir können unsere eigene Meinung dann schon noch selbst bilden. Aber lass uns das wahrnehmen. Und Paulus sagt, look, diese Obrigkeit ist eingesetzt, damit sie Gutes fördert und das Böse bestraft. Und lass uns für uns beten, dass die Obrigkeit das immer wieder erkennt. Und lass uns den Mund aufmachen, da, wo es nicht der Fall ist. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und nehmen wir einen Moment Ruhe. Und du kannst an deinem Ort dann stehen und überlegen, für wen du speziell vielleicht sogar in der Regierung beten möchtest. Oder einfach pauschal, incorporate. Aber lass uns das ernst nehmen. Wenn Paulus sagt, betet für diese Menschen. Und vielleicht ist auch jetzt ein Moment, wo du merkst, look, dir fehlt vielleicht auch der Mut manchmal, mehr Gott, mehr zu gehorchen als den Menschen. Dann ist jetzt ein guter Moment, das Gott zu sagen. Gott, ich möchte wirklich, dass du die erste Stimme in meinem Leben bist und ich möchte dir gehorchen. Ich möchte nicht einfach nur mir selbst und meine Gedanken gehorchen, sondern möchte dir, deinem Wort möchte ich wirklich Folge leisten. Ich möchte mein Herz wirklich öffnen, dass du die erste Stimme hast in meinem Leben. Und Vater im Himmel, mit dem möchte ich auch beginnen und dies auch wieder sagen. Ich möchte dir mehr gehorchen als allem anderen. Und ich möchte immer wieder offen sein für deine Stimme in meinem Leben. Dass du zu mir reden kannst und mir den Mut schenkst, dir zu folgen. Heiliger Geist, ich lade dich ein in mein Leben. Ich lade dich ein in unsere ganze Kirche, dass wir Männer und Frauen sind, die den Mut haben, dir mehr zu gehorchen als allen anderen Stimmen, die in uns und drumherum sind. Und als ganze Kirche möchten wir heute Zeit nehmen, Jesus wirklich für unsere Obrigkeit zu beten. Für die Kantonsregierung, für den Bundesrat, für die Menschen, die im BAG sitzen und jeden Tag neue Zahlen interpretieren sollten und Neues entscheiden müssen. Jesus, wir beten dafür, dass sie wirklich Weisheit haben und Umsicht haben, Dinge abwägen können, mit Kritik und mit den Unstimmigkeiten auch umgehen können. Wir segnen sie, dass sie wirklich das Gute in diesem Land, was aufgebaut worden ist, nicht nur erhalten, sondern weiterführen können.
Und jetzt, wir beten auch als Kirche für die ganze Situation, wo in Amerika stattfindet, von den Wahlen, zu diesem tiefen Riss zwischen Christen, Familien und so weiter. Wir beten, dass Frieden einkehren darf und Männer und Frauen wirklich eine klare Sicht haben. Wir beten für die Regierenden, dass sie wirklich das Gute fördert und das Böse bestraft. Jesus, wir beten für Regierungen wie in Aserbaidschan und Armenien heute, wo so Krieg und so Not ist und Menschen sich den Kopf einschlagen wegen Quadratkilometer, wegen Machtansprüche. Jesus, wir beten wirklich für Heilung für diese Länder. Wir möchten sehen, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Und wir fangen bei uns an. Wir möchten, dass das in unserem ist. Wir halten unser Herz dir hin. Und wir möchten einstehen und geben uns den Mut und auch die Willigkeit dazu, das in dieser Welt zu verkünden.